Herr Klemmer, die Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich verspreche, ich mache nicht kurz, dass sicherlich schon viel gesagt ging, dass nie schön, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, und dass nach meiner schön, wenn ich dann dadurch auch von einer Mesure de Reklassement betroffen ist. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Util an unserer Geschirrküche für Leute an der Arbeit zu halten. Es war aber auch historisch gesehen immer ein komplizierten Util an unserer Toolbox, und das für allem ein Util, den doch längser jetzt den kleinen Hicken hat. So hatte ich letztes Jahr schon in einer Question parlamentaire nur gefragt, wie lange dauert da beim Ausbezahlen von der ersten Indemnität ist, wann dann das Dossier konstituiert wird. Also sind da auf eine Dauer von 2 bis 3 Monaten kommen. 2 bis 3 Monate, nachdem man da reklassiert, dass während den eventuell kein normales Salär mehr kriegt, wo ihn dann auf seine Indemnität kompensatoire wird, das kann gerade wenn es kein dickes Salär ist, doch zu Lächer führen. Ich denke, dass den Hai auch noch Mist nachschaffen. Und dann für zu diesem Projekt aber etwas ganz Konkretes zu schwätzen, denke ich, als Chambre des Métiers, die es ganz treffend formuliert haben. Die Chambre des Métiers schreibt an ihrem Avis, und ich ralliere mich dem, dass es ein Problem kann geben, wenn rein die Administrativdecision vom Doktor einem Patron imposieren kann, die Arbeitszeit von einer Person an einer Mesure de Reklassement zu erhöhen. Stellen wir uns die Situation vor, dass eine Person auf 50% reklassiert wird. Dafür stellt der Patron, den aber dynamische Produktivität aus seinem Betrieb braucht, einen Halbtagsplatz an, vielleicht einen Vollzeitplatz an. Also könnt dann, weil es glücklicherweise der Person am Reklassement besser geht, die zurück. Die geht auf 80% reklassiert, das heißt, 30% mehr Produktivität für diese soll schaffen gehen. An die Mesure administrativ, die Decision administrativ vom Doktor geht durch, dass der Patron sich streng muss dran halten. Aber was möchte der Patron mit der Person, die neu gestaltet wird? Puchten sie raus? Halten sie? Schlägt den Kästen? Das ist mein Hick, wo man muss in Zukunft in andere Palen. Wir müssen als bewusst sein, dass es ein Problem gibt, aber wir müssen ganz gut aufpassen, dass das nicht wirklich zu einem Problem für Employés, die als Ersatz für eine Person en Reklassement kommen, gibt. Wir brauchen also da flexible Lösungen, wir brauchen da ein Monitoring, für sicher zu sein, dass das nicht zu einem großen Problem gibt. Für uns Piraten muss Ziel sein, dass man nicht, indem man einer Person, die es besser geht, mehr Arbeit zumuten können, eine andere Person Arbeit wegholen. Die bin mal ugeschwart, meine ich, dass der Marc Baumhude aus dem Avis von der CSL ganz gut zitiert, das ist noch kein perfektes Projekt, aber es ist dringend nötig, und dafür sollte man die stimmen, und Piraten gehen noch hier nach Koch. Merci vielmals, Herr Klemmer. Lohnt aber die Regierung wird, den Herr Erbisminister Dan Kersch. Yves.